wieder keinen Countdown-Timer. Ich weiss nicht einmal, ob es jetzt anfängt. Er ist schon lange durch. Der Countdown ist durch. Wir sind live. Also nein, wir sind nicht live. Wir sind beieinander. Hi Jennifer. Hi Steffi. Hoi. Hast du eigentlich gern, wenn ich dir Jennifer sage? Ist es so, deine Mami ruft dir oder sagen dir viele Leute Jennifer? Meine Eltern haben mir noch nie Jennifer gesagt. Oh, du bist Jenny für sie. Ja, Gell? von dem her ist es so, im englischen Sprachraum ist es amigs Jennifer. Ja, also gut. Jennifer Dann oder sage ich Jen. Dort ist es nie Jenny, weil ich weiss nicht, im Englischen ist es irgendwie weird. Dort ist es immer Jen oder Jennifer. okay. Mir sagt niemand Stephanie, geschweige denn Stefanie. Aber eben, es ist, wir sind auch. Hey, ich probiere jetzt mein Fußbadgesicht zu machen. Ich habe so einen geilen Hack herausgefunden, schon den ganzen Tag. Also wir sind immer noch in einer Heatwave, 33 Grad habe ich hier im Büro. Und ich habe den ganzen Tag da drinnen gearbeitet. Und jetzt habe ich gefunden, ich mache ein eiskaltes Fußbad und es ist so geil. Es ist fast ein bisschen orgastisch, was da unter meinem Schreibtisch passiert. Es ist so les. Ich kann nicht götschen, ich Machen habe wir mir jetzt gehört einfach es so als 10 Sekunden Blurb Es ist als so Teaser lässig. für Also, unsere Paid-Episode. es ist so, hey, kaltes Fußbad, let's go. Ich finde es grossartig. Ich fühle mich wie Okay. neugeboren. Ja. Ja, hey, sonst ist es wirklich einfach hure heiß. Und ich finde, können wir halt so, weißt du, so, können wir irgendetwas Schlaues dazu erzählen, aber ich glaube irgendwie wie nicht. Ich glaube, wir haben wie schon im privaten Umfeld alles schon gesagt. Das Einzige, was ich heute wirklich erklärt habe, ist, weißt du, so ins Tram und dann ist klimatisiert gewesen, und danach irgendwie, weißt du, im Bellevue ausgestiegen und dann einfach so mit dem normalen Bewegungsmuster, du willst aussteigen und dann gerade loslaufen. Und ich laufe ja so relativ schnell. Und dann habe ich einfach gemerkt, vergiss es. Weißt du, so quasi, du musst langsam laufen. Es ist einfach irgendwie so, ich bin an African Time jetzt. Einfach so ganz langsam, niemand stört mich. Dann geht's. Es ist wirklich. Aber ja, es fällt mir sonst schwer. Ja, heute war easy. Heute war wirklich Homeoffice und am Nachmittag war Spadi gsi und morgen muss ich pendeln. Das graut mir ein bisschen. Das ist schon. Ist so eine Scheissstrecke, wo man weiss, dass es viele Leute hat und wenig Klimaanlage? Ja, Ui. wenig Klimaanlage weiss ich nicht, aber es ist halt einfach ein Zug und der Zug ist sicher voll und es ist einfach Ja, tönt nicht gut. Kannst du ein Nein. Cold Pack vorbereiten und dann so weißt du, so in 'n BH reinstecken? Und dann nachher das wäre eben auch noch Oh. lustig. Ja, hey, you Ja, never ich habe, know. letzte Woche, als ich auf dem Heimweg, wo's auch schon so heiß war und es hat so viele Leute gehabt, dann habe ich mich einfach, Einweg Erstklasse upgraded, weil ich gefunden habe, I cannot. Habe ich letztes Jahr gemacht. Von Bern auf Zürich. It was nice. Es ist so. Ich glaube, es ist nicht kühler gewesen, aber es hat weniger Leute gehabt. Ja. Dann hast du einfach That's weniger how we roll. Restwärme von anderen Menschen. Das ist völlig okay. Das ist so. Zählt. Das ist so. Ja. Ja, Ja. und Nein, wir sind ja wirklich also Hardcore, Freibadgänger und gestern ist wirklich so der Tag gewesen. Also gestern, was sagen, ist Sonntag gewesen. Ja, Sonntag bei mhm. 35 Grad. Und natürlich kein Wunder, aber das ist wirklich der erste Tag, wo es mir wirklich so in der Body so einfach abgelöscht hat. So richtig. Und wir sind, glaube Aber zu viele Leute, zu wenig hey, Schatten. nein, bei uns hat es genug Schatten, aber zu viele Leute. Und zwar so, Mhm. zu viele Leute im Sinn von, das Wasser ist schon so richtig trüb. Mhm. Und wenn du reingehst und wieder rauskommst, dann hast du eigentlich die Sonnencreme gerade schon wieder eingeschmiert. Okay. Und es war wirklich Ja. einfach so eine Menschensuppe gewesen. Und es ist wirklich irgendwie einfach so, nein. Schöner Ausdruck. Menschensuppe. Also ich bin kein Bodygänger. Ich finde Body scheiße und das hat mir dann wieder mal bewiesen, wieso. Aber ich bin gestern im Tiefenbrunnen gewesen, bei uns am See. Und Mhm. es hat so einen Bodyzeller, weißt du, wie so kannst du auf der App schauen. Also es sind über 4000 Leute mit mir in dieser Body gewesen. Ist recht viel. Und es ist völlig okay gewesen, weil, weißt du, so relativ nah beim Wasser und ich bin die ganze Zeit, weißt du, innen und raus. Aber das gibt es also selten, dass es wirklich Stau gehabt hat. Du hast wirklich müssen warten, weißt du, so quasi am Seeufer, weißt du, zum können reingehen, weil die ganze Zeit Leute rein und rausgegangen sind, ist also auch ein Ein bisschen, Ampelsystem braucht es am Seeufer. es ist wirklich so. Also es ist, aber es ist mega schön gewesen. Und ich habe es wieder mal bewiesen, ich bin, okay, auf die 12 gegangen, aber die ganze Zeit unter dem Sonnenschirm mit einem Sonnenhut. Ich habe 50 eingestrichen, schon die Heime, habe die ganze Zeit nachgeräumt und ich habe Gottverdammt einen Sonnenbrand auf dem Rücken gehabt, als ich zu Abend heimgekommen bin. Und ich habe so einen weirden Hauttyp, wo weißt, dort nicht rot ist und dann kommst du heim und es geht einfach so 3-4 Stunden und dann röte ich nach. Und das ist wirklich total gemein, weißt du, so Oberarm und hinten der Rücken. Und offensichtlich habe ich mich dort zu wenig eingecremt. Aber weißt, ich bin ja die Sonnencreme-Päpstin und sage allen, sie dürfen nicht an die Sonne. Und ich habe mich verbrannt, das regt mich total auf.
Einfach nicht in die Body oder das Mm-mm. fucking Schwimmshirt anlegen. Es geht nicht anders. Ja, Wirklich wahr. also Mann und Kind haben Schwimmshirts, weil die sind auch so, ich weiß nicht, ich vertrage die Sonne noch so ein bisschen, aber sie gar nicht. Aber Nein, ich bin Problem ist ich bin dafür Team Hut, weil ja, ich habe da so das Melasma-Dings da. ja, das hat die Obwohl, Sonne ich nicht finde gern. das Positioning, für die es jetzt nicht sehen, es ist auf der Stirn links und rechts so auf der Seite und es sieht eigentlich aus wie so Das ist bewusst ein bisschen Bronzer. Bronzer. Wie So ein so bisschen bewusst Contouring. Bronzer, Victoria Beckham Technique oder so. It's Es ist not. wirklich so. Es ist, nein, nein, das will ich jetzt nicht sagen. Du machst das jeden Morgen mega aufwendig. Ja, damit meine Okay. Stirn so ein bisschen schmäler aussieht. Genau. Wow, it Gell? works. Etwas funktioniert. Ja, ich finde es großartig. Also Jenny und ich, wir müssen jetzt ganz ehrlich zugeben, wir schwätzen irgendwie schon seit 5 Minuten. Wir haben eigentlich schon den ganzen Samstag miteinander verbracht, weil es ist Zöliakie, wie sagen wir das, eine Tagung gsi in Zürich von unserem Zöliakie, wie heisst es, ein Verein ist es eigentlich. Das ist Und ein Verein, ja. es ist ein Verein. Und wir sind gegangen, wir haben zugelassen, wir haben mit abgestimmt, also eine von uns. Und sie hat keine Karte gehabt oder nicht bekommen. Und nachher sind wir einfach bei den Foodständen einmal quer durchgegessen. Und I have questions. Weil mir ist es nachher nicht gut gegangen. Weil ich habe einfach den ganzen Tag Teig gegessen. Ich bin mir das gar nicht mehr gewöhnt. Ich habe mir zum Morgen, weißt du, irgendwie so ein Brötchen und dann irgendwie ein Eclair und dann irgendwie am Mittag einen Zopf und so. Es ist wirklich, ich hatte so eine Carb-Overdose gehabt. Es war echt lustig gewesen. Bin ich mir gar nicht mehr gewöhnt. Aber war Ja, lässig. ich hatte Priorities gehabt und habe einfach nur das Eclair gegessen. Hey, aber das ist dafür schon sehr geil Das gewesen. Eclair ist, also erstens ist es natürlich voll geil, dass du einfach alles kannst essen. Ja. Und wirklich Und kannst eben schauen, nicht, auf was habe ich Lust ähm, und nicht auf was darf ich essen. Ja. Und die Eclair sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Und ich habe dann noch ihr Schoki-Brioche heimgenommen und habe es dann am Sonntag zum Morgen gegessen. Und es war auch recht geil gewesen. So eins hatte ich auch noch gehabt. Es ist gut, es ist gross, es ist süß. Ich bin dafür enttäuscht. Ich weiss jetzt nicht, wir sollen irgendwie abhaten und so, aber ich glaube, glutenfrei Genießende aus Basel, da habe ich doch Gipfeli gekauft und die sind wirklich, I'm so sorry to say, gar nicht fein gewesen. Also da habe ich das eine dann auch gar nicht mehr gegessen. Es tut mir Okay. leid. Ja, aber Ich ich habe habe das die Risiko, noch das nie eingeht. gehabt. Nur die Laugenbrezeln und die sind eigentlich recht okay. Okay. Also, wir haben auf jeden Aber Fall ja. Freude gehabt und scheinbar haben wir jetzt auch so Zöliakie-News für die 3 Leute, die es interessiert. Der eine, der da in Zürich da das No Grain Zone, die Streetfood-Sandwiches macht und so, Mhm. der ist scheinbar am Gurtenfestival, habe ich jetzt gerade gesehen bei ihm online. Also wenn jemand am Gurten geht, hat es dort einen Foodstand, wo es glutenfreie Korean Chicken, Fried Chicken Poppers gibt oder so etwas. Also es klingt Schon sehr geil. nice. Also, ja, Ja. also wäre ein Grund, zum an den Gurten gehen eigentlich. Ja. Und sonst, also vielleicht auch für die 3 noch, die es interessiert, oder das ist eigentlich mehr für alle, die es nicht interessiert, wo immer findet, ja, ist das wirklich so ein Nachteil, Zöliakie haben? Steffi, magst du dich noch erinnern, was ein 350-grammiger Zopf kostet? Ja, also ich glaube, auf unserem Planet 13 Franken. Ja. Ja, und ich glaube, für normale Menschen so 4 Stutz vielleicht. Weiss auch Wahrscheinlich, nicht. give or take. Wenn Also mich klar, nicht kannst fragen. natürlich, wenn du dann im Globus Delikatessen kaufst, ist er teurer als wahrscheinlich irgendwie im Aldi. Aber ja, Ja, es ist, ja, also man wir haben, merkt, aber ich habe mir es ist einen nicht das Butterzopf Gleiche. gegönnt. Ich glaube 11 Franken, aber es ist grossartig gewesen. Also von dem her, that's how we roll. Mm. So, ja. Es ist gut. Komm, wir ruckeln gerade weiter in Shit I didn't buy. Weil, also eben, wir haben ja ganz viel, we bought a lot of food. Mhm. Was hast du nicht gepostet letzte Woche? Was ich nicht gepostet habe, aber ich kann also für gar nichts garantieren, weil ich glaube, ich muss sie gleich noch haben. Das Und ist zwar, immer kennst ein du Disclaimer, jede das Woche. ist immer, weißt du, so quasi, I'm not promising anything. Kennst du den Oliver Bonus? Wenn du irgendwie so Ja, quasi in London, of ja. course I do. Und Oliver Bonus ist so ein herziger, weißt du, so ein bisschen Schnickschnack, es sind viel Inneneinrichtung, Ja. farbige Sachen, ein bisschen Ja, aber auch Kleider und so. Fashion. Ja, genau. Und sie haben eben wirklich herzige Röckchen, darum bin ich irgendwie drauf gekommen. Und dann Oh. haben die ein Ohrenschmückchen. Ich bin ja sonst nicht so eine Schmuckige, aber es sind Ohrenringli. Sie heißen The Shirley Patterned Heart Mini Drop Earring. Kostet knapp 20 Franken. Jetzt musst du das geben. Es Ah, sind das wie ist so, cute. Das ist so irgendwie portugiesisches Porzellan-Style.
Eben so blau-weißer Porzellan, so ganz, Mm, ganz, weißt du, so, sehr so ein bisschen. Und Sommer, sehr schau, wie herzig Sommer. das schau, sie sind gar nicht so gross. Es ist wirklich so ein Ah tiny, nein, ich tiny habe gedacht, es Ohrring. viel grösser. Ah, cool. Nein, sie sind wirklich so ein bisschen eben so blau-weiß mit einem Herzli Mhm. and I'm in love. Und sie Ah, sind irgendwie so, ich glaube, cute. 13 Pfund, wahrscheinlich irgendwie noch 700 Franken Porto. Aber es kann sein, dass ich die muss haben. Und wir sind ja die krassen Enabler füreinander, auch wenn es heisst, shit, I didn't buy. Aber gang doch mal auf Oliver Bonas schauen, weil wenn du auch etwas findest, dann haben sich die Versandspesen dann vielleicht schon eher gelohnt. Ja. Sorry, not Ja. sorry. Oder du But musst schauen, ob Versandspesen auf Shetland gratis sind und dann schickst du es einfach auf Shetland und ich bring's mit. stimmt, du gehst ja auf. Shetland ist England, bevor ich Ihnen einen Scheiß erzähle. Es ist Great Britain. Also UK, Schottland, ja. Schottland, danke vielmals. Just making sure, bevor ich Ihnen einen Scheiß erzähle. Danke. Ja. Alles gut. Ja, ja. Ich kann, das, wir haben es, glaube ich, schon mal drüber gehabt. Es gibt keine High Street Shops in Shetland. Ja. Ich glaube, du willst einfach Wolle kaufen. Wolle. Ja, So das finde ich simpel. auch voll gut. Und ich werde irgendwie ein Shetland Pony heimschmuggeln oder ein Oh. Puffin oder so. Ja, also ich finde Puffin noch eher, der hat noch Platz im Koffer, oder? Ist so herzig, so Ja. herzig. Sind die gefördert? Sind die endangered Puffins oder gibt es Hey, viel da Puffin? fragst du mich etwas. Keine Okay. Ahnung. Keine Vielleicht, Ahnung. ja, wie solltet Keine ihr jetzt Ahnung. anfangen, weißt du, irgendwie so Fact-checken, während wir reden? Das wäre vielleicht gar Das nicht so stimmt. schlecht. Aber wir sind Aha. gerade noch so ein bisschen logistisch unterwegs, weil der Finn und ich, ja, wir haben es schon ein paar Mal angetönt, aber für den Finn und ich, wir haben ja beide ADHS und also diagnostiziertes ADHS Mhm. und wir haben jetzt die erste Flugreise mit Amphetamin im Gepäck. Und Beide? Mhm. ja, und jetzt wissen wir nicht, also, dass du das darfst aus und wieder einführen. Also, es gibt nicht alle Länder, wo du das darfst, by the way. Mhm. Also, es Mhm. gibt Länder, wo du das nicht darfst, Japan, Singapur und so weiter. Aber EU und UK geht. Weil aber jetzt die UK ja nicht mehr im Schengen-Raum ist, brauche ich eine Einfuhrbewilligung für die EU, weil wir einen Stopover haben in Amsterdam, und ich brauche eine Einfuhrbewilligung für die UK. Und die Einfuhrbewilligung sieht so aus, dass du musst ein Schreiben von deinem Arzt haben, ähm, wo gestempelt ist, und das Schreiben muss auch gestempelt sein von der Apotheke, wo du dein Medikament bezogen hast. Und dann musst du es mitnehmen in der Originalverpackung, genau das, was du brauchst, im Handgepäck. Mhm. Ist alles sehr abenteuerlich. Und dann, jetzt sind wir uns eben unschlüssig. Ein paar sagen, dass du dann UK, wenn du über den Zoll gehst, dann beim Flughafen, dass du musst in den Bereich to declare, dass du es eigentlich müsstest verzollen. Ui. Und andere, und es gibt nicht so schlaue Online-Informationen dazu, und andere sagen dir, nein, du kannst einfach durch. Aber ich finde, glaube besser beim to declare durch und dann einfach sagen, das ist das, hallo, als Und irgendwie, dann sagen sie vielleicht, ja, gang, excuse, wieso oder? haben sie irgendwie eine Monatspackung Amphetamin dabei? Es ist wirklich, und behaupten, das sei für ihr Kind auch noch. Nein, es ist, ja, hey, challenging. Das ist wirklich, also ich weiss Ja, es von ich meiner habe nicht Tochter, gedacht, das dass auch es wirklich, so ein Pain ist, und ja, du kannst auch ja. nicht dir irgendwie so eine Ausfuhrgenehmigung für ein Jahr ausstellen lassen. Du musst wirklich für jeden Trip den Gugus machen. Das ist recht crazy. Und ich meine, ich verstehe es schon, es ist ein hochklassifiziertes Suchtmittel für neurotypische Menschen, aber Ja. es ist recht, ich finde Ja, es das recht ist lustig, dass genau die, die strugglen mit Executive Dysfunction, dass die einfach so 1000 Formulare und Stempel müssen haben. ausgerechnet die. Die Ja, Irony, also wenn ich also dein ja. Mann wäre, falls es Lampen gibt am Zoll, dann würde ich, wenn ich jetzt dein Mann wäre, würde ich aber sagen, wie so, I don't know those people. Ich würde einfach auf Shetland. Und dann, ja, er hat auch Ferien, gell? Also, schaust Ja, du ein ja, bisschen. ja, Crazy. ja, Okay, manchmal denke ja, ich mir, also ich was verstehe. machst du für einen Drogenschmuggel mit irgendwie 30, aber ja. Ja, also, I I don't don't know. know. I don't know. Aber Okay. ja, that's the choice of traveling with ADHD. Ja, scheinbar. Ja. Aber ich dürfte noch meinen Shit I didn't buy zeigen. Und zwar, ich habe Birkenstöcklis, wo schon so langsam, sie pfeifen Wegen langsam auf dem dem letzten so. Loch. Ja, Mhm. also so die Zolle ist schon recht durch und so. Und jetzt bin ich so ein bisschen am Schauen, gibt es neu? Und
ich habe tolle gesehen, aber ich sage jetzt mal kontrovers, sie sind die Big Buckle. Ja, kennen wir. Und Haben wir auch. ich bin einfach nicht so ein Fan von Big Buckle. Aber kannst du sie mir zeigen? Ja. Darf ich sie sehen? Nein, die sind mega cute. Sie sind, Und zwar, sie sind Hot Pink in Hot Pink. Also das Lederband drüber ist Hot Pink und das Fußbett Sohle ist auch Hot Pink. Das ist schon noch nice. und eine fette, goldige Schnalle. Ja, es ist eben schon noch nice. Also, ich finde sie grossartig. Ich finde, go for it. Aber die Fußbetter, die, weißt du, wenn sie irgendwie so aus einer Farbe sind, die machen manchmal Geräusche. Also, ich habe auch Schwarze, die das haben und die machen immer so ein bisschen Schnick, Schnack beim Laufen. Oh nein, Also, nein, dann wollte ich es nicht. Ah, gut. aber Okay, es ist de-influenced. No. ja, sorry, also, ja, nein, nicht sorry. Also, gern geschehen, I guess, aber sie sind herzig. Kann man sie anprobieren irgendwann? Das wäre natürlich noch spannend. I'm sorry for leid, ich habe eine Life-Crisis. Hat Zürich eine Hat es eben neu im Birkenstock-Store. Der ist gerade bei der Gemüsebrücke zu. Also weißt du, quasi bei der am ja, dann Mühlenberg. kannst du sie, also es ist aus der neuen Sommerkollektion, dann nehme ich an, du kannst sie dort schon Also ich glaube, es hat so sie. probieren. Sorry, ich muss jetzt Ja. im Fall den ganzen Planet mitkommen. Ich habe gerade Be Real Time. Es ist gerade mein Wecker los. Ja, das ist gut, Und jetzt das einfach, machen wir. also, Ja. okay. Und Also, dann, ich habe noch einen anderen Schilder bei, wo ich wahrscheinlich wirklich einfach nicht kaufe. Und da habe ich gefunden, ich muss mit dir als Beauty-Bloggerin, obwohl vielleicht bald Zöliakie Special Reporter, noch darüber reden. Seid ihr der Trend Jelly Glass Nails? ja. Entschuldigung, man kann auch normal antworten. Ja, Natürlich. of course. Ja, also das ist so der neue Shit anscheinend von Essie. Das ist so ein Jelly Glass Nail Lack. Ja. Sollen wir das machen für den Sommer? Ich habe das Gefühl, so auf einem Semi-Tag sieht das dann noch cool aus. Aber please de-influence me again. I absolutely refuse to. Nein, go for it. Also ich bin heute ehrlich gesagt auch schnell in Coop City reingerösselt, weil OPI hat eben auch so einen Lack mit so juicy Topcoats und es ist so glossy, sirupig und auch von Manicurist gibt es eben auch einige und ich muss es ausprobieren, weil ich habe eben das Gefühl, nachher, es ist ja nicht, also ich meine, ich habe jetzt knallrote Nägel zum Beispiel und die Jelly sind ja also durchscheinend, Ja. also sie sind recht dezent, aber sie sind ja so mega glossy und es könnte aber auch so ein bisschen, weißt, so ein bisschen langweilig aussehen. Aber ich glaube, mit brauner Haut, das ist also mit whatever, was bei mir bei braun durchgeht. Aber könnte wirklich auf den Sommer hin sehr schön sein. Ich Okay. finde, gönn dir. Vor allem, du wohnst recht nah an der deutschen Grenze. Da kannst du dir einen Essie-Lack für irgendwie mal 9 € holen, im Gegensatz zu uns da. Also, Ja, das stimmt eben schon. Das wäre wirklich so ein nächster DM-Purchase. okay. Also, shit I possibly will buy ist Ja. jetzt quasi. Genau. Und jetzt, unsere Diehards, die uns jede Woche hören, A, wir lieben euch, und B, ihr werdet jetzt eure Perlenkette haben, weil ich habe heute die Am I the Asshole Story. Gell? Verkehrte Welt, it's crazy. Ja, hey, what is happening? Is it the heat? Is it menopause? What is it? Genau. Und ich habe nämlich ein schönes aus unserem grossen Kanton. Und ich finde, es geht um Bürokultur und ich finde, es ist richtig toll. Und die Diskussion darunter ist einfach so, wo du bei jedem Kommentar findest, das sind jetzt halt schon Deutsche, hä? Aber also, Okay. sollen wir rein? Ja, ich bin im Fußbad, ich bin ready. Das ist gut. Also, es ist eine Madame, man weiss nicht so genau, wie alt sie ist. Aber sie sieht so ein bisschen um die 30 Jahre aus und sie arbeitet in einem Büro. Und sie hat geschrieben, hey, ich habe heute beobachtet, der Kollege 1, der gekommen ist, trinkt keinen Kaffee. Also, ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter vor. Vielleicht ist es ein bisschen weird, wenn man so anfängt. I apologize. Also, sie haben eine kommunale Kaffeemaschine und die sorgt ein bisschen für Ärger. Und sie, wo jetzt da beobachtet, ist, sie ist die halt meistens so ein bisschen schaut auf die Kaffeemaschine. Und sie schreibt jetzt, sie hat jetzt heute beobachtet, oder? Also der Kollege 1, Seko, der trinkt keinen Kaffee und putzt die Kaffeemaschine nie. Und sie sage draussen, also irgendwie vor dem Pausenräumchen und sage eins am Rauchen. Und dann komme Kollegin 2 und laufe eurer vorbei und gehe direkt ins Büro.
Und dann irgendwie käme Kollegin 3, läuft an ihr vorbei, gehe in die Küche und packe ihr Essen in den Kühlschrank und, und läuft dann auch ins Büro. Und dann findet sie so, also sagen eigentlich nur wieder sie übrig geblieben, weil alle ja schon gegangen sind. Und sie geht dann in die Küche und muss die Kaffeemaschine parat machen. Und es ist also tatsächlich irgendwie so, die Kaffeemaschine, die muss man am Morgen irgendwie halt in Betrieb nehmen und kann sich auch nicht schnell durchspülen und pipapo. Und am Abend muss man sich schnell putzen, weil es auch eine von diesen grusigen ist mit dem Milchbehälterli und das musst du ausspülen. Und, so. Ja. Und genau. Und jetzt ist sie so ein bisschen im Clinch, wieso dass sie das überhaupt einfach immer muss machen und es nervt sie und es trifft einfach immer die gleichen und sie hätte jeden Tag sicher 10 Minuten, 15 Minuten, wo sie das machen und ja, und sie findet dann auch so, ja, auch wenn du, und dort kommt eben auch noch dann das Kontroverse, wo ihr dann aber erstaunlicherweise sehr viele Leute beipflichtet haben. Ihr Hot Take ist, dass auch die Kollegen, die keinen Kaffee trinken, sich eigentlich auch daran beteiligen und grundsätzlich einfach alle vom Team die Kaffeemaschine sollten bewirtschaften. Also, darf ich noch mal schnell fragen? Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Sie Ja. trinkt keinen Kaffee. Sie trinkt auch Kaffee. Sie trinkt auch Kaffee. Genau, es sind 4 und 3 trinken Kaffee und regelmäßig und eine trinkt nicht. Und Also sie will eigentlich jetzt möchte sie eigentlich, dass alle 4 die Kaffeemaschine warten müssen, auch der nie Kaffee trinkt. Darf ich schon etwas sagen? Oder ist die Geschichte schon vorbei? Nein, Oder? das ist schon. Nachher der Rest ist ellenlange Diskussionen. Es hat Oh, thousands of answers. Also ich Reply. zweifle keine Sekunde dran. Also ich gebe jetzt meinen Senf dazu, bevor ich weiss, was ganz Deutschland irgendwie beschlossen hat. Aber sicher nicht. Also wenn du keinen Kaffee trinkst, hast du nichts mit dieser Kaffeemaschine zu tun. Punkt, Schluss. Wahrscheinlich wird dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, die keinen Kaffee trinkt, wird wahrscheinlich nach vom Lohn nach einen Kaffeebatzen abgezogen, wie von den anderen auch. Weißt du, so im Stil von, das ist für uns, nein, ich habe keine Ahnung. Also sicher nicht, dass irgendjemand, der nie Kaffee sauft, irgendetwas mit dieser Maschine muss machen. Ich meine, geht's noch? Und einfach, ja, einfach, weisst, du schaffst in einem Büro, ich nicht mehr. Ich weiss im Fall nicht, dass so Sachen passieren. Ist das normal? Jennifer, sag's mir. Hey, also ja, also es ist schon so, dass natürlich irgendjemand muss auf die Kaffeemaschine schauen. Und bei uns ist es schon so, dass es halt irgendwie all Monat ist es jemand anderes. Und dann wird's, also zusammen mit anderen Ämtern wird's so durchrotiert. Okay. Weil wir haben eben mal jemanden gehabt, der so 'ne Assistenzstelle wie hat. Weißt, wo halt eben schaut, dass irgendwie einfach alles funktioniert im Büro, oder? Mhm. Und die Stelle hat man dann eben gefunden, die braucht's nicht. Okay, ja. Und dann Gut. hat man eben gemerkt, oh. Das Und sind jetzt schon noch gibt's halt, viele. Aha. ja, und jetzt gibt's halt so 'ne Rota, wo halt dann auch noch andere Sachen dazukommen, wie irgendwie musst schauen, ob noch genug Kopierpapier da ist und so. Ähm, von dem her wird's dann dort wie gemacht. Aber auch dort eben, ich habe schon auch irgendwie gedacht, dass es halt dann oft ein bisschen die gleichen sind. Und sie haben dann dort in den Replies ist dann halt zum Beispiel gekommen, ja, man könnte ja zum Beispiel so einen Automat anstellen. Und dann würde ja dann auch die Firma, die den Automat hat, ja wie warten. Mhm. True. Und dann, genau, und dann hat der OG Schreiberin hat dann eben gefunden, ja, das sei eben auch schon mal zur Diskussion gewesen. Und dann haben eben eigentlich alle gefunden, ja, nein, der Kaffee sei eigentlich grusig und sie wollen lieber die eigene Kaffeemaschine. Okay. Fair, Also sie haben Ansprüche. Ich sehe fair. es. Und, Mhm. und dann, aber eben, sie sei halt schon lange dort und es hat sich wie so eingeschlichen, dass sie halt einfach wie das mache und die anderen einfach nicht. Und lustigerweise, ich habe eben auch gefunden, no way in hell würde ich eine Kaffeemaschine putzen, die ich nie brauche. Also Nein. sorry, ich Also kann auch sage ich nicht sowieso nicht. Aschenbecher leeren, weil ich rauche nicht. Also weißt du so, Eben. what? That's just crazy talk. Nein, wirklich. Ja, Aber aber hey, es sind mega viele drunter, die geschrieben haben, wo das überhaupt nicht so sehen. Wo irgendwie gefunden haben, ja, nein, das gehört sich zur irgendwie Bürokultur und Teamgeist und so, dass irgendwie dann alle. Und ich gefunden habe, what? ähm,
Also, du No? hast vorher einen schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, was? Ich bin halt schon lange dort und es hat sich irgendwie eingeschlichen, dass ich es mache. Da habe ich mich im Fall mega abgeholt gefühlt als Mutter in einer Familie. Das ist wirklich so, das bin ich einfach wie schon zu lange da. Das ist wirklich, I don't know. Also, ich finde, Crazy Talk, müssen wir jetzt gar nicht darüber diskutieren. Und, weißt du, vor allem ihr undankbaren Zwerge, dann machen halt Nescafé und einen Wasserkocher. Weißt du, aber wenn ihr irgendwie feinen Ja. Kaffee wollt, Es hat also natürlich dann sehr, trinkt es ihr hat sehr Kaffee. kreative Lösungsansätze natürlich auch gehabt, wie so zum Beispiel, ich kaufe einfach so eine Mini-Nespresso-Maschine und stelle sie einfach auf sein Pult. Ja, ja, seriously. Die brauchen Ja. keine Wartung. Ja, natürlich musst du auch manchmal ein bisschen putzen. Aber if you want a coffee, du musst auch irgendetwas machen dafür. Also, aber was ist Ja. der Grundtenor gewesen? Also, hat sie irgendwie ein Resultat gegeben? Hat sie ein Update Ja, gegeben, also was jetzt der passiert mit Grundtenor ist Kaffee? natürlich schon so, meintli Boundaries. Also dann Aha, sag einfach: «Nein, fertig, oder? Mach's nicht mehr.» Aber, ja. also eben, grundsätzlich, das ist doch in der Tenor, ja, nein, also «You're not the asshole», sollten schon alle, die Kaffee trinken, sollten die Maschine warten. Das muss schon irgendwie fair verteilt sein. Aber ich habe es einfach wirklich schockierend gefunden, dass wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, sehr viele sagen, die Wartung muss durch 4 geteilt werden, also durch alle und nicht durch alle Kaffeetrinker. Das Also, habe ich das einfach ist, wild gefunden, dass es nicht einfach jemand gesagt haben, sondern mehrere. ja, also ich bin auch schockiert. Ja. I don't know. Ich glaube, das ist wieder mal ein Beispiel für bin ich das Arschloch Deutschland, ist schon anders drauf, glaube ich Ja, schon. also wenn ihr jetzt da Wurzeln oder Beziehungen habt zum grossen Kanton, dann also teilt uns, also erzähl uns, ob du das auch völlig okay findest, Ja. dass durch 4 Also, geteilt wird. ja, also das würde mich jetzt im Fall auch wundern, falls wir da keine Meinungen einholen. Ich meine, ihr Ja, könnt es auf vielleicht ist es so Instagram ein schreiben. Cultural Gap und Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind einfach Büro-Weirdos. Ich weiß auch nicht. maybe. Ja. Das Ja. Aber werden wir nie können klären, Steffi. Mit dem müssen wir leben. wir werden es im Fall nie herausfinden. Aber ich hoffe, du gehst jetzt wöchentlich ein Update suchen. Ich bin so ein bisschen invested jetzt in Büro-Zwist. Ich finde Ob einfach, sie es wann jemals holst du denn- geschafft hat, zu sagen, dass sie nicht mehr die Kaffeemaschine putzen. Ich schaue. Bitte. Also, Okay, ich mache mir jetzt einen Reminder für nach der Sommerferien. Ist gut. Nein, es ist wirklich. Okay. Gute Story und ich kann jetzt selber auch müssen zugeben, ich meine, ich habe ja auch eine Büro-Kaffeemaschine bei mir daheim, weil ich habe ein Homeoffice und ich muss sie nie putzen. Das ist mein Mann, der das macht am Samstagmorgen. Ich weiß auch nicht genau, wie es geht. Nein, es ist völlig easy. Aber ich muss es wirklich nicht machen. Ich bin verwöhnt. Fluffy. Ja, es ist wirklich so. Aber, danke, finde ich eine gute Geschichte. Vor allem, jetzt ist einfach, weißt, wir sind heute Abend am Aufnehmen und jetzt habe ich so Lust auf einen Kaffee. Wir hätten nicht müssen über das reden. Vielleicht sind die so die Fußbad-Vibes von unten rauf. Das Wasser ist jetzt übrigens schon recht warm und ich habe, glaube ich, so ganz schrumpelige Füße schon. Ah gut, es ist jetzt schon eine halbe Sexy. Stunde. Ja, es ist wirklich, ich glaube, ihr steht auf das. Ja, hey, wir kommen jetzt wieder zum völlig OnlyFans Eben, Content. ich habe unterzwischen im Fall herausgefunden, ich habe Diskussionen geführt mit meinen Freundinnen letzte Woche während der Workation. Ich tue es jetzt einfach mal da platzieren. Man muss nicht auf OnlyFans. Es gibt auch spezialisierte Fuß-Websites. Und der eine, der grösste, heisst Footfinder. Also ich tue es jetzt einfach mal schnell dort in den Äther rausrühren für Leute, die den Inkognito-Modus kennen. Privates Surfen. Footfinder oder Feedfinder. Ich muss nochmal schauen. Feedfinder klingt besser als Footfinder. Ich habe Feedfinder. die AGBs schon mal ein bisschen durchgelesen, weil we gotta earn some money. Es ist wirklich so. Okay, Themawechsel. Also, Ich weiss also immer noch eben, nicht, wie die Eltern den der Podcast immer hören. Sommerplan ist wie folgt: Jelly Glass Nail Polish kaufen und Footfinder. Oder Ja, Feedfinder. und wir haben noch etwas Letztes für die heutige Ausgabe, weil es ist verkehrte Welt heute. Jennifer hat einen Am I the Asshole mitgebracht Ja. und ich habe dafür einen Das musst du gehört haben. Und ich finde ihn wahnsinnig herzig. Und zwar, sind wir ehrlich, es ist eigentlich nur ein neues Buzzword, das ich droppen kann. Aber habt ihr schon den Begriff von, also wenn du kennst Looksmaxing, weißt du, so die Jungs mit den Kiefer, weißt du, und Wangenknochen und so. Und jetzt gibt es offensichtlich Nonna-Maxing. Und zwar ist das ein neuer Schlüsselbegriff für so Longevity und Anti-Aging. Und zwar, dass man sich wirklich, weißt du, quasi mega mit dem Nonna-Lifestyle identifiziert. Love it! Das ist so geil. Also, ich glaube, wir können uns das alle vorstellen, oder? Aber es ist wirklich so ein Social-Media-Trend, wo man einfach irgendwie sagt,
ich muss jetzt einfach in den Lifestyle führen von einer italienischen Nonna. Und es ist wirklich, weißt du, irgendwie so quasi, dass sie wirklich sagen, irgendwie, das geht so, dass man so altmödige Rezepte kocht, oder irgendwie so ein bisschen Gnocchi selber macht, oder so ein bisschen Ossobuco anrockt oder so. Und dass man so einen Kräutchengarten hat. Und was mein liebstes Keyword dort ist, dass man, weißt du, so, man bewegt sich schon, weißt du, aber du machst so ein bisschen gemütliche Spaziergänge. Mhm. Und die heissen doch Passeggiata. Und dann gehst du einfach ein bisschen Ja. Passeggiata. Gehst einfach irgendwie so und eben, also weißt du, dass man irgendwie so sich viel Zeit nimmt, so mit seinen Liebsten essen und, ja, und nicht viel am Bildschirm ist, weil die Nonna macht das ja auch nicht, oder? Wobei, meinst du nicht, die Nonna schaut dann jeden Abend mega lang Fernsehen, Also bis sie es dann so gibt 2 Nonnas, einschläft? denen folge ich auf TikTok und ich glaube, die sind noch recht viel online, habe ich das Gefühl. Ja, irgendjemand schneidet dann noch ihre Videoclips, aber ich habe es wahnsinnig cute gefunden. Also Ja, ich wär schon dabei mit Nonna Maxing. Das ist wirklich, ja. so mit den übergrossen Schlüttli sind wir ja schon mal recht gut dabei. Ja, eher Und so 'n House-Dress, oder? ja, ja, genau. Oh, es ist so ein Schössli. Die Nonna hat dann manchmal so, weißt du, die Schössli, die du noch anlegst, weißt du, Hey, manchmal aber so im einen Fall Ritzus. sorry, auch wenn die letzte Laufsteg-Kollektion von wem ist das? Miu Miu. Die haben im Fall so Schössli, gell? Es ist, the Schoss is back. Also, Ja, the shows is very ich finde, fucking back. Aber ich finde es eben also Nonna Maxine ja, Tradwifing no. absolut nicht, das ist nicht das Gleiche. Die Nonna weiss ganz viel Shit, wo die Tradwife keine Ahnung hat davon. Ja, eben, und dann mit dem Wirklich. Schürzli ist noch gefährlich, weil ich bin dann sehr Ja. schnell bei so Nara Smith-Vibes und Ja, es stimmt. Das wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Nein, wir setzen auf die Nein. Nonna. Aber Definitiv. Schüssli Schüssli kommen. Ich habe sie zwar noch nie, im Street-Style gesehen, so in freier Wildbahn. Bin also gespannt, wann. Ja, ich sag's nicht. Also, und wenn, you heard it here first. Ja, Schüssli. Schössli kommen. Ja. Ja. Hey, Und, im Fall das ist auch so ja, etwas, das ist im Fall so ein Trigger bei mir, gell? Ich bin so ein bisschen ein Mundart-Fanatiker. Wenn jemand sagt, eine Schürze, dann möchte ich die Person nehmen und irgendwie so am Boden drücken. Es ist keine Schürze, es ist ein Schoss. Thank you, over and out. Gut. Dann ich so, okay, whatever. okay, Danke. Mic drop, Steffi. Ja, es Okay, ist so. ja, ein Schurz. Ja. Okay, du bist noch, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen ein Aargau-Flavor. Ein Schurz ist auch okay. Aber kein Ja, Schür. Nein. aber Okay, ein auch da könnt aber ihr wieder ein kommentieren. Schurz Über Mundartsachen kann man aber sich im weißt du, Fall das ist mega eben streiten. auch ein Schurz. Ich glaube, etwas Grusiges. Ja, okay, danke vielmals. Danke, ich habe wirklich, es ist so, man hat es, glaube ich, gerade mit meinem Gesicht angesehen. Weißt du, so die 1,5 Sekunden, wo ich gefunden habe, hä? Wer? Nein, also, es ist, nein. Ist das wirklich das Schlusswort, Jenny? Ist das Nein, wirklich so? ich habe auch noch ich hätte Okay. sonst auch noch einen Shit ich bin ja ein totally Overachiever und ich hätte sonst auch noch einen Shit, das musst du gehört haben. Und ich Erzähl. finde, es wäre fast ein bisschen Service Public, weil es ja immer heisst, Frauen kommen nicht raus mit Fußball. Und ich habe 2 recht cute WM-Informationen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Bring sie, ich bin Ja, total dabei. dann kannst du mega bluffen, wenn du das nächste Mal irgendwie per Zufall irgendwo anläufst, wo Fußball läuft. Dann kannst du es droppen und du bist voll dabei. Alle haben das Gefühl, oh mein Gott, Insider. Schau, wie ich meine Löffel aufsperre. Ja, ja, genau. Da. Also das Erste ist über die schottischen Fans. Also die schottischen Mhm. Fans sind ja aktuell in Boston und die schottischen Fans, die nennt man so ganz lovingly Tartan Army. Und Mhm. es ist also es gibt recht viel lustigen Social Media Content zu ihnen, wie sie überall singen und Dudelsack spielen in ganz Boston. Und it did actually happen. Tartan Army hat Boston leer getrunken. Sie haben ganz viele Bars und auch so die Boston Beer Company hat, sie haben viermal so viel getrunken. Also Tartan, an dem Wochenende, wo Boston gespielt haben, ist viermal so viel getrunken worden, wie normalerweise an einem typischen 4-Tages-Holiday-Stretch wie zum Beispiel der 4th of July. Aha. Also ein Oh. Tag viermal so viel wie sonst an so einem 4-Tag-Party-Weekend-Blocker. Okay, Respekt Und der they ran Schotten. out of beer. Ich meine, das musst So. du einfach das musst du geschafft haben. Das Finde musst ich das musst Respekt. du in Amerika generell schaffen, weißt du, Ja, irgendwie so. finde ich Wow. Respekt. Respect to Okay. Tartan Army. Ja, So, allerdings, genau. allerdings. Und dann, jetzt verhunzt sie mega den Namen. Es gibt, er ist ein bisschen Fame geworden, weil er,
gegen ein 0:0 gegen Spanien möglich gemacht hat, und zwar der Goalie von Kap Verde. Und Kap Verde ist schon recht viel. Und der heißt Vozinha, I guess. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig auf Portugiesisch ausspricht. Aber anyway, und der ist irgendwie 40 und den hat man eigentlich schon völlig abgeschrieben als Goalie. Und dann hat er ein hure Game gemacht gegen Spanien. Und dann haben sie ihn nachher irgendwie interviewt und dann hat er gefunden, ja, er fände es toll, aber er sei ein bisschen traurig. Seine Mami wollte kommen und ihn können spielen sehen, aber sie hat es nicht geschafft, weil sie hat das Geld nicht für das Visum. Und dann haben sie schon mal gefunden, hä? Und dann ist es also tatsächlich so, wenn du von Kap Verde hättest gehen wollen, hättest du $15.000 haben für das Was? Visum. Wow, Genau. okay. Und das ist halt einfach überhaupt nicht realistisch gewesen für seine Familie. Und dann, sie haben ja jetzt das zweite Spiel gehabt und ein anonymer Sponsor hat das Visum übernommen für seine Mami und sie konnte schauen. Herzli. Herzli. Ab so Sachen muss ich immer brüllen. Das finde ich jetzt Ja. total schön. Und ich fand, das sind so 2 WM-News, die nichts mit Fußball zu tun haben, bin ich voll dafür. Hey, ich bin auch total dafür. Ich weiss nichts über Fußball. Das interessiert mich zero. Und das sind 2 entzückende Meldungen gewesen. Danke vielmals. Gell? Thank you Und for die that. Moral von der Geschichte, wenn dich Schotten zu einem Drinking Game einladen, sag nein. Sag einfach nein. Nein, du kannst es nicht. Ja. Du meinst, du kannst es, du kannst es nicht. Ja. Okay. Du meinst, du Gut. kannst es gegen die kleinen schottischen Mädchen und du kannst es nicht. Ich habe gerade vergessen. Ja. Also, so viel Lebensweisheit im heutigen Podcast, ich halte es selber fast nicht aus. Ich hoffe, ihr habt Notizen gemacht, die Heime. Thank you. Also, wir wollen Feedback zu der Büro-Kaffeemaschine-Story. Und ja, falls jemand noch etwas von Oliver Bonas sucht, ich brauche noch Enablers, die finden, Steffi, bestell mir das mit. Ist gut. Gang schnell schauen, Wir machen eine Jennifer. Sammelbestellung, finde ich gut. Oh Gott, das ist Also, gut. bis Alles nächste klar. Hey, Woche. bis nächste Woche. Bye. Tschüss zusammen.